Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja. Glück haben wir gehabt. Ich habe nämlich ab morgen einmal 5 Tage keine Zeit, irgendwelchen Content raus zu pimmeln. Deswegen sind wir gerade noch rechtzeitig heute Abend dazu gekommen, dass Rainer gestreamt hat. Es gibt auch schon eine Zusammenfassung von Rendern hochladen, die wir uns jetzt anschauen, wo wir darauf reagieren. Ich habe den Stream noch nicht gesehen, aber ich nehme mal an, dass der wieder irgendeine Stunde oder sowas gestreamt hat oder ein bisschen länger. Auf 10,5 Minuten hat man es overbrechen können. Er spielt dasselbe Spiel wie das letzte Mal. Wenn mich austäuscht. Hier dieses Roguelike, was auch immer das war. Und dementsprechend da die Song, der mit Land umeinander und geh mal einer in Rainer. Und damit ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mit einem neuen Stream, mit einem neuen Gedöns, mit einem neuen Getue, Gemache, Geblase, Geblubber, Geblödel und was weiß ich noch alles. Ja, das mit dem Blasen und Blubbern, das lassen wir mal lieber. So. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Eigentlich sollte letzte Woche noch ein Video kommen. Hey, Rainer, du kündigst permanent irgendwas an. Wir rechnen nicht damit, dass es kommt. Ganz im Gegenteil, wir sind immer sehr, sehr erstaunt, wenn dann tatsächlich einmal was kommt, weil es so einen harten Seltenheitswert hat. Das habe ich aber jetzt nicht mehr gemacht, No shit. weil ich ab dieser Woche, ihr merkt es aber im Moment, ist es noch nicht der Fall, aber ich bekomme diese Woche mein neues Mikrofon, beziehungsweise nicht mein neues Mikrofon, sondern mein altes Mikrofon zurück. Mit meinem Mischpult und allem drum und dran steht hier auch alles schon bereit. Ich habe nur leider noch nicht das Mischpult in Gebrauch, weil ich noch nicht das entsprechende Mikrofon benutzen kann, weil ich kein Kabel und kein Fathead habe. Hä? Rainer, was ist denn mit dem ganzen Glump passiert? Bevor du aus der Schanze rausgemettelt bist, war das doch alles irgendwie im Betrieb. Was hast denn du da gemacht? Also, okay, Kabel, Fathead, brauchen wir alles nicht. Ja, das Tonne, das andere dahin. Oder hast zwischendurch immer was zum Pfandleiher bringen müssen? Liegt's daran vielleicht? Hm? Sind die Kohlen ausgegangen? Also, verstehe mich nicht falsch. Ich habe einen fetten Head, aber kein Fathead. Wow, Rainer, Applaus. King of Comedy. King of Comedy. Das Wortspiel. Mit Fathead ist ein Verstärkerabschnitt gemeint, der für das Kabel gedacht ist. Gut. Das braucht man fürs Mikrofon, für das Großmembran. Nebenbei bemerkt, ich möchte wieder regelmäßig streamen und wieder regelmäßig Videos machen. Ja, Qualitätsoffensive, die 539. Ganz ehrlich, ich will wissen, wie viele YouTube-Abonnenten bzw. Mitglieder, dass der verloren hat in den letzten paar Monate. Dem geht sauber ei. Ja? Dem läuft's schon brierwarm die Wasserhaxen runter. 100%ig. Von den Mitgliedern kommen keine Kohlen mehr rein. Bei dem letzten Stream hat er keine müde Mark gemacht. Und jetzt denkt er sich, oh scheiße hier. Mitte vom Jahr nochmal Qualitätsoffensive starten, damit er doch noch arbeiten gehen muss. Und ich habe es im Moment noch nicht hundertprozentig drauf und ich weiß auch noch nicht, wie das hier vor Ort hundertprozentig funktioniert. Weil Rainer, das mit dem hier vor Ort spadert ist. Es glaubt dir keiner, dass du immer derer bist. Aber geplant ist Montag, Mittwoch und Freitag zwischen, sagen wir mal, 18 und 22 Uhr. Das kann ich nie genau sagen, wann es startet. Das muss ich auch mal gucken. 8, 10 und 22 Uhr. Also zwischen 8, 10 und 22 Uhr, Rainer. Da er 22 Uhr jetzt extra genannt hat und das halt mit der 22er Nummer, ist es wahrscheinlich, also, so wie ich das jetzt raushöre, ist es zwischen 8 und 10 in der Früh, zwischen 8, 10 in der Früh und 10 Uhr abends. Also irgendwann in dem Bereich von 8 in der Früh bis 10 auf Nacht passiert irgendwas.
Ganz ehrlich, da ist der Telekom-Techniker genauer in seinem Zeitfenster, wann er bei dir aufschlagt. Wir streamen momentan erstmal zwischen 1 und 2 Stunden. Heute geht es maximal bis 8, vielleicht nicht ganz bis 8. Das werden wir sehen. Ansonsten müssen wir halt immer mal ein bisschen gucken, wie wir das mal ein bisschen anstellen. Ja, muss man schauen, wissen wir noch nicht. Wenn der Hund nicht geschissen hätte, dann hätte er einen Hausen gekriegt. Sehen wir dann aber, wie das dann die nächsten Wochen funktioniert. Auf jeden Fall soll es wieder regelmäßige Streams geben. Ja, Rainer, komm. Gib mir jetzt mal 5 Euro, wenn ich den Satz gehört habe von dir. Auch so, dass sich das Abo wieder lohnt. Da haben wir es. Genau da haben wir es. Auch so, dass sich das Abo wieder lohnt. Da sind wir nämlich jetzt hier bei des Pudels Herren. Es ist ja schön, wie er sich dann trotzdem immer wieder verplappert. Ja, aber es ist halt offensichtlich. Es ist halt offensichtlich. Ihm gehen die Kohlen weg, ihm gehen die Mitglieder weg. Mit seinem komischen Pimmelblock da kannst du ja Geld verdienen. Irgendwas muss er machen. Und am Horizont Horrorszenario. Rainer muss arbeiten gehen. Aber ganz ehrlich, wenn der komplette Kanal in Grund und Boden versinkt, der Mann wird sein Leben niemals arbeiten. Das kannst du ja komplett vergessen. Ja, der lässt sich vorher hier für armes Deutschland filmen und dann ein paar Kohlen kassieren, bevor er das macht. Ich muss mal kurz ein bisschen den Chat lauter, nicht lauter, sondern größer machen. So, also agierst du jetzt wieder stationär. Das ist noch unsicher, aber für die Streams werde ich auf jeden Fall mir die Zeit nehmen, wie das wieder, wie gesagt, genau weitergeht. Und er nimmt sich die Zeit? Aber wie gnädig der Herr Lord. Ja? Der Arbeitslose, der in seinem Versteck sitzt und 24 Stunden am Tag nichts Besseres zu tun hat, er nimmt sich die Zeit. Großartig. Ist es nicht schön? Geht, weiß ich noch nicht. Und ob das so funktioniert, wie ich wollte, weiß ich auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht damit. Schauen wir mal. Im Moment ist wieder schwierig, das Ganze. Er ist immer sehr schwierig. Es ist alles fürchterlich schwierig. Wenn man bloß die Leute dazu bringen könnte, dass sie einem die Barne nachschmeißen, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. Wäre nicht mal so schwierig. Mal zu meiner Chat gucken. Welchen Blog machst du? Das ist eine Sache, die hat hier auf YouTube nichts verloren. So, ich habe übrigens gestern angefangen, wieder Ding zu schauen. Walking Dead. Kannst du dir vorstellen, was er dann für Geschichten auf seinem Pipifax-Blog rauspimmelt, wenn er sich jetzt gerade Walking Dead angeschaut hat? Horrorszenarien breiten sich in meinem Kopfkino aus. Nee. Ich habe es ja nie durchgeschaut, muss man dazu sagen. Ja, es ist auch noch gar nicht fertig, Rainer. Du kannst es noch gar nicht durchgeschaut haben, weil es halt immer noch aktiv läuft. Es werden immer noch Staffeln produziert. Ich bin auch eigentlich gar kein großer Fan davon. Warum schaust du es dann? Rainer, das sind inzwischen 10 Staffeln, glaube ich. Mit ich weiß nicht wie viele Folgen. Das ist ein richtiges Time-Commitment. Ja gut, Zeit hast du. Jede Menge. Aber wenn du kein großer Fan davon bist, dann schaust du doch nicht an. Ist doch der Riesenschmarren. Das ist so wie, keine Ahnung, wie wenn ich mir jetzt die Glücksbärchis anschauen, dann ja, ich finde ich zwar lächerlich und ist für kleine Kinder und macht mir überhaupt keinen Spaß, aber gesehen haben muss man das schon einmal. Nein! Wenn du das nicht magst, schaust du doch nicht an. Aber ich hatte jetzt einfach mal Lust, die Folgen, die ich schon kannte, wieder zu sehen. Das ist schlau, Rainer. Das ist super schlau. Ich habe auch gar nicht das Ziel, um ehrlich zu sein, es durchzuschauen. Also es ist nach wie vor gar nicht das Ziel, dass ich es jetzt mal durchschaue. Eigentlich habe ich jetzt tatsächlich bloß Lust auf einen bestimmten Abschnitt des Spiels, auf einen bestimmten Abschnitt der Serie. Also, er labert irgendwas. Er hat nichts Interessantes zum Verzapfen.
weiß aber, dass er irgendwas sagen muss, wenn er seinen komischen Gaming-Stream da macht, weil den keiner schaut. Also, beziehungsweise, wir schauen es uns jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Seine Gaming-Streams, hier, er ist der Let's Player unter die Metaler und YouTuber, keine Ahnung. Auf jeden Fall, seine Gaming-Streams sind das, was am wenigsten abwirft. Seine Laber-Streams werfen was ab, weil da nach Matt gefarmt wird. Ja? Sagen wir es, wie es ist. Seine Videos werfen was ab, weil auch da gut Matt rauszuholen ist. Aus seinen Gaming-Streams kriegst du so gut wie nichts raus. Das hast du da schon wieder gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange der ursprünglich gestreamt hat, aber eine Stunde wird es gewesen sein. Da bleiben dann 10 Minuten kleben, wo was halbwegs Interessantes verzapft. Und er weiß aber, dass er irgendwas sagen muss, damit die Luft scheppert, weil es halt ansonsten nicht als Gaming-Stream durchgeht. Und dann labert er jetzt da irgendeinen zusammenhanglosen Schmarren. Deswegen schaue ich mir jetzt halt speziell diesen Abschnitt an. Ich bin auch kein großer Fan von den Spielen, muss man dazu sagen. Von der Serie. Bei dem Spiel kommen die 3080 bestimmt ins Schwitzen. Bin mir gar nicht sicher, ob das die 3080 ist. Das müsste hier sogar eine 3090 sein. Ich bin ja am Laptop. Steht hier jetzt allerdings nichts dabei. Ich habe gerade mal jetzt geguckt. Wo geschaut. Am Laptop steht es ja immer unten an der Seite dabei. Ja, natürlich schaue ich da extra nach, weil wenn ich das schon gefragt werde, warum soll ich das nicht machen? Ich weiß nicht, meiner Erfahrung nach hört man dann von dir ganz gerne mal so Sachen wie, ich mache, was mir gefällt und lass mir von dir überhaupt nichts sagen oder ist Privatsache etc. Lauter sonst mal. Leute, ich bin nicht so gemein und böse und asozial, wie die Hater mich immer hinstellen. Nein, Rainer, du bist viel schlimmer. Du bist viel schlimmer. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Er macht jetzt auf zahmes Lamm. Er macht jetzt auf, hey, ja, hier im Fanservice, natürlich, wenn einer von meiner mir so wichtigen Community da so eine Frage stellt, dann schaue ich natürlich für ihn nach, das ist überhaupt kein Problem. Ja, Fanservice Deluxe. Bullshit, Rainer. Bullshit. Du scheißt da gerade gewaltig in die Hosen, weil du Schiss hast, dass mit YouTube bald vorbei ist, weil keine Kohlen mehr reinkommen. Und jetzt mach's einen auf Fanservice. Das ist es. Mehrer nicht. Gemeint. Nee, habe ich auch nicht so verstanden. Alles gut. Es ist nur generell so, dass halt viele mich immer falsch verstehen oder mich falsch wiedergeben oder zitieren. Nein, Rainer, nein, niemand versteht dich falsch oder zitiert dich falsch oder gibt dich falsch wieder. Wir haben das auf Film. Du laberst Scheiße, die, ich wiederhole mich, im besten Fall irrelevant und dämlich und im schlimmsten Fall wirklich verachtenswert ist, um zu provozieren, um Hate zu provozieren. Und wenn dich dann jemand darauf anspricht und sagt, hey, so eine Nummer kannst du nicht bringen, sowas kannst du nicht sagen, dann wird relativiert, ja, habe ich nie gesagt, habe ich nie gemacht. Und dann, hier haben wir es auf Film. Na, ich habe das nie behauptet. Er hat auch nie behauptet, dass er nach Madeira auswandert, er hat auch, ihr wissen den ganzen Schmarren, ja. Aber ich bin halt in meinen Augen nicht anders als jemand wie ihr. Also, was heißt jemand wie ihr? Das hört sich wieder voll arrogant an. Ich bin nicht anders als ihr. Doch, Rainer. Du bist ein ganz besonderer Mensch. Und sehr anders, wie die meisten. Meine Arbeit, ich lebe mein Leben, ich liebe, hasse, träume, fühle, spüre. Nein, Rainer, du kannst doch gar keinen Hass empfinden. Krieg mal deine Lügengeschichten straight. Hm? Du bist doch derjenige, der keinen Hass empfinden kann. Ja? Was weiß ich alles. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Und ich halte mich weder für was Besseres, noch bin ich was Besseres. Alter, jetzt wird's hinterher befahren. Jetzt. Oh. Ne, ich halte mich überhaupt nicht für was Besseres. Wir zitieren Rainer Winkler: Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden. Ihr kennt den Sport. Alter. Wie er sich widerlichst versucht, irgendwie bei den Leuten anzubiedern, damit der
damit wieder Kohlen kommen, damit wieder Barren fliegen. Das ist so urwiderlich. Ich bin einfach jemand, der auch so versucht, in dieser Welt zurechtzukommen. Das ist alles. Ui, ich bin heute ganz schön esoterisch. So, zock doch mal Half-Life. Nein, ich habe kein Interesse an Half-Life. Ich spiele nur. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das noch erklären soll. Jetzt kommt er wieder durch, der richtige Rainer. Hier, der Community Service Rainer ist jetzt mal kurz in den Wald gefahren, erschossen und in einem ganz, ganz sachten Grab verscharrt worden. Und jetzt kommt der richtige Rainer. Ich weiß nicht, 1000-mal schon gesagt, ich spiele Scheiße nicht. Ich spiele nur Spiele, auf die ich Interesse habe. Oder an denen ich Interesse habe. Es gibt ungefähr eine Trilliarde Half-Life-Spiele auf der Welt. Hat er Spieler oder Spiele gesagt? Moment. Die ich Interesse habe. Es gibt ungefähr eine Trilliarde Half-Life-Spiele auf der Welt. Spieler, ja. Da müsst ihr doch nicht extra bei mir zuschauen und mich damit langweilen. Lang hat er es nicht ausgehalten. Also, wenn das halt jetzt ungefähr, also wenn man die Dauer jetzt von dieser Zusammenfassung ungefähr von der Durchschnittsdauer auf den kompletten Stream ummünzen kann, hat er das bis zur Hälfte vom Stream ungefähr geschafft, dass er Community Service Lord geblieben ist. Und jetzt ist er wieder unser Reini, so wie wir ihn kennen. Abstoßend. Das gleiche gilt für die ganzen anderen Spiele, die mich immer wieder genervt werden mit. Ja, das ist gefühlt eines der geilsten VR-Spiele. Was Half-Life? Das ist gefühlt eines der nervigsten Spiele der Welt. Und zwar generell das Genre Shooter. Ich mag keine Shooter. Nee, er mag keine Shooter. Rainer, du magst keine Shooter, weil du zu dumm bist für Shooter. Das ist der Punkt. So ein Ding ist das nämlich, würde der Uti sagen. Grüße gehen raus. Und wir haben es bei Metal Hellsinger schon wieder gesehen. Da sind ja noch zwei Sachen dazugekommen. Also erstens war es ein Shooter, bist du da auch schon zu dumm dafür. Und dann war es auch noch musikbasiert und da war es kompletter Super-GAU. Ja, das war also hier Unfähigkeitspocalypse. Das ist nun mal nicht mein Stil. Du hast was augenscheinlich viel Arbeit in den Blog gesteckt. Ja, da steckt durchaus viel Arbeit drin und auch nicht nur meine eigene. Da hatten wir ja auch noch andere Leute mit dabei. Aber im Moment ist immer noch von Black Rose der Sohn nicht ganz fit. Alter. Dass der sich nicht schämt. Er verzapft jetzt hier was von wegen, dass es auf seinem Pimmelblock da Probleme gibt, weil sein imaginäres Alter-Ego Black Rose sich um ihren imaginären Filius zu kümmern hat. Realität komplett aus dem Fenster geschossen. Komplett. Ihr kennt dieses Meme, wo einer oben aus dem Fenster rausgeschmissen wird in diesem Konferenz, also was können wir machen, ja, dies oder das, wo der eine dann so casual da sitzt und wo man Sachen ja, wir könnten uns langsam mit der Realität abfinden und da ankommen. Ja. Batsch raus aus dem Fenster. Und deswegen ist das alles momentan ein wenig schwierig und die haben momentan auch viel Stress. Ja, genau. Und wird da wahrscheinlich heute auch, soweit ich bis jetzt informiert bin, die hat mir heute Morgen mal kurz geschrieben, dass es wohl heute nichts klappt. Ich weiß es noch nicht, wie es jetzt bei ihr ausschaut. Und ja, im Moment ist es einfach auch nicht so das, wo ich momentan Lust drauf habe. Aber das ist jetzt eine Sache, die hat mit anderen Sachen zu tun. Ja, Rainer, dass du momentan auf deinem Himmelblock keine Lust mehr hast, könnte vielleicht daran liegen, dass alle, wirklich alle, da darf ich mal Hand dafür ins Feuer legen, von seinen Autoren, also die er nicht erfunden hat, die nicht irgendwie weitere gespaltene Persönlichkeiten von Rainer Winkler sind, irgendwelche Hater sind, die ihm da Honig ums Maul geschmiert haben, um da Met zu generieren. Im Übrigen hier diese Discord-Leaks über den hier Chat mit seinen Autoren. Wenn übermäßiges Interesse besteht, dass ich das behandle, dann mache ich das, ja, wenn ich wieder da bin. Ansonsten, Ofi hat da 3 Videos gemacht, die sind sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert. Wo man wirklich wieder merkt, also
bei ein paar Sachen haben wir gedacht, okay, es ist langsam grenzwertig von den Leuten. Weil es, wie gesagt, ich glaube fest daran, kein einziger von denen ist tatsächlich irgendwie interessiert, da irgendwas zu machen oder ist ein Gleichgesinnter oder sowas. Das sind halt Hater, die Matt farmen wollen und ihn aber dadurch, dass das nicht rauskommen soll, irgendwie in seiner Idiotie da bestärken. Und das halte ich für grenzwertig bis gefährlich. Gerade bei dem, was er da rauspimmelt auf seinen Blog. Aber in der Blog jetzt dann bald Geschichte ist es ja auch gut. Das brauchen wir jetzt hier nicht erörtern. Ich weiß nicht, warum wir darüber diskutiert haben. Das hat sich ja eigentlich sowieso nichts verloren, mal abgesehen davon. Er hat überhaupt nichts verloren, aber warum fängst du dann immer wieder damit an? Ja, ich habe es ja nicht angesprochen. Ich habe halt nur gesagt, dass es momentan. Einer? Guckst du mir jetzt zu? Antwortet er direkt auf meine Fragen. Das Alles ein bisschen schwierig ist. Ja, Mitarbeiter sind das ja nicht. Das sind ja Leute, die das freiwillig machen. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass die abspringen. reiner Mitarbeiter machen das auch freiwillig. Die einzigen Leute, die arbeiten und das nicht freiwillig machen, nennt man Sklaven. Und wow, dass du die nicht hast. Wahrscheinlich willst du das auch noch hoch anrechnen lassen. Wenn es halt schwierig läuft in dem Moment, dann ist das ja logisch. Wenn die Familie, die geht nun mal vor. Das ist normal, das weiß ich. Niemand weiß es besser als ich, der alles für seine Familie geopfert hat. Alter, halt dein Maul! Halt dein Maul! Er hat alles für seine Familie geopfert. Das ist jetzt die dritte Narrative von der ganzen Geschichte. Die erste Narrative, die ich am glaubwürdigsten halte, ist das, was er bei Kevin Wolters gesagt hat. Ja? Hier, meine Familie, die habe ich vor die Tür gesetzt, die habe ich hinausgeschmissen, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, das stimmt auch überein mit diesen, meine Mutter ist eine blöde Schlampe, und hier, wo seine Schwester, wo sie ihm Nichte oder Neffen oder sowas zeigen wollte, irgendwie vom Hof gescheicht hat. So, da glaube ich, steckt noch am meisten Wahrheit mit drin. Ja, die haben sich verpisst, weil Lord Korea hier einen auf Tyrannen gemacht hat. Und er hat dann niemanden mehr gehabt, der ihm einen Arsch hinten nachtragt, und deswegen ist er der Mund klein geworden. So. Dann gibt es die andere Geschichte von wegen so, ja, die haben mich im Stich gelassen, ja, wie er es in seinem einen komischen Blogpost da geschrieben hat, was komplett Hanebüchen ist. Und jetzt hat er alles für seine Familie geopfert. Alter, heut dein Maul. Ihn dann am Ende den Stich gelassen hat, heißt es halt nicht, dass es auch bei anderen so läuft. Familie sollte immer zusammenhalten. Richtig. Einmal dazu. Ja, das ist auch meine Meinung. Nein, Rainer, das ist nicht deine Meinung. Das ist nicht deine Meinung. Und auch da wieder, ja, wo er vorhin gemeint hat, ja, die Hater, die nehmen das immer aus dem Zusammenhang und sowas und die erzählen immer Sachen, die so schlimm sind über mich, was alles gar nicht stimmt. Das stimmt, auch das lässt sich alles belegen. Wir haben das auf Film. Und leider sehen das manche Leute in der Familie nicht so. Ist ein Thema, das hat hier jetzt eigentlich nichts zu suchen. Nee, hat alles immer nichts zu suchen. Wie klebt meine Hand? Ja, weil es warm ist. Die Controller rein. Ja, weil es warm ist und weil du Dreckbär bist, klebt deine Hand. So ein total ehrlicher QoA-Stream wäre der Blockbuster. Was? With? Ein QoA-Stream. Oder QA-Stream. Q&A, keine Ahnung. Questions and Answers. Frag Drache heißt das bei dir. Esoterik und Metaphysik sind immer schöne Themen. Ja, mag sein. Ich kenne mich damit aber auch nicht so richtig aus. Wisst ihr, was witzig wäre? Wenn ich wirklich irgendwann als Reinkarnation in einem Ding auftauchen würde, in irgendeinem Universe. Alter, Rainer. Er redet davon, dass er als Reinkarnation in irgendeinem Universe auftaucht. Was ist jetzt schon wieder los? Da haben wir jetzt gerade schon mal wieder irgendwie, keine Ahnung, 50% von den letzten 10 verbliebenen Hirnzellen Metal aufgesagt, oder? Von einem Videospiel, also so, ne? Im Stil von den Animes hier in Isekais, so in die Richtung. Ja, genau so ein Ding ist das. Genau das ist es. Rainer hasst die Realität. Rainer will lieber
in einem Anime-Computerspiel sein. Das kannst du alles nicht ausdenken. Das kannst du dir alles nicht ausdenken. Wäre ganz witzig. Ja, ganz witzig wäre das. Wahrscheinlich immer noch die Liste wäre. Das hast jetzt du gesagt, aber ja, davon ist auszugehen. Ja, meine Gedankengänge sind übrigens sehr sprunghaft, wie ihr vielleicht merkt. No shit. Beim Zocken bin ich eigentlich gar nicht so am Grübeln. Das ist meistens eher, wenn ich am Streamen bin. Ich weiß auch nicht warum. Da denke ich immer viel über mein Leben nach und alles, was so damit zu tun hat. Ob ich alles richtig gemacht habe. Oder Nein, hast du nicht. Du hast gar nichts richtig gemacht. Du hast praktisch alles falsch gemacht. Udi hat das noch nicht mal gesagt. Rainer hat in seinem Leben jedes Mal, wenn es darum ging, eine Entscheidung zu treffen, immer die falsche Entscheidung getroffen. Ausnahmslos. 100%ige Trefferquote. ob ich alles falsch gemacht habe. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Alles richtig zu machen ist ziemlich schwer. Alles richtig zu machen ist unmöglich. Es gibt keine Möglichkeit, alles richtig zu machen. Rainer, man möchte auch meinen, alles falsch zu machen wäre unmöglich, dass man rein durch Zufall irgendwann einmal irgendwas geschissen kriegt. Du bist der lebende Beweis dafür, dass es tatsächlich möglich ist. Und wenn man alles falsch machen möglich ist, ist alles richtig machen wahrscheinlich auch möglich. Das wird, keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich einen anderen Menschen auf der Welt. Man macht immer irgendwelche Fehler. Ich habe es gestern auch jemandem gesagt. Ich bin nicht perfekt. Das werde ich auch nie sein. Und ich erwarte auch nicht, dass Leute mich verstehen oder so. Und trotzdem ist es halt immer so, dass man aber für jeden irgendwie immer perfekt sein muss auf dieser Welt. Nein, Rainer, du musst nicht perfekt sein. Far from it. Du musst einfach nur nicht abartig und abstoßend sein. Das ist alles. Ich verstehe halt nicht, warum. Und wenn ich abartig und abstoßend sage, meine ich jetzt nicht mal sein ungepflegtes, urkreisliches Äußeres, sondern seinen ungepflegten, urkreisligen Charakter. Weil letzten Endes muss das jeder selber entscheiden, ob er das so möchte oder so macht oder so. Da kommt der Philosophie-Lord wieder raus. Ja, weiß auch nicht. Was ich damit sagen will, ist, Ja, Winkelfutius sagt. versucht nicht perfekt zu sein. Versucht einfach nur das für euch bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Ihr müsst es am Ende sein, die mit euren Fehlern leben. Nicht eure Familie, nicht eure Freunde, nicht mal eure Verwandten. Mit euren Fehlern müsst nur ihr selbst am Ende klarkommen. Wie er hier auch nie über Rang 1 rauskommt. Und wenn ihr damit nicht klarkommt, spielt es auch keine Rolle, weil dann habt ihr definitiv was falsch gemacht im Leben, das ihr selbst nicht ändern könnt. Jetzt erstmal mit Fornezza eine Gurkenpizza essen und ja. Netzer. Wartet mal eine Sekunde. So, entschuldigt. Ich musste mal ganz dringend aufs Klo. Ich wollte es eigentlich noch jetzt halten bis zum Ende vom Stream, aber Renne, so genau wollten wir das alles gar nicht wissen. alles hat hingehauen. So, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream, nächsten Video, nächsten Gedöns und nächsten Gemache wieder mit dabei. Ja, Videogedöns, Arsch. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch vor allem für die Unterstützung. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream, hoffe ich, wieder. Tschüss. So viel dazu. Ich habe vorhin mir noch eine kleine Geschichte angeschaut beim Klonter 77, große Empfehlung, guter Mann. Wo es auch ein Ausschnitt aus diesem Stream, der jetzt hier bei der Zusammenfassung nicht dabei war, wo es eben um seinen Blog und um seinen Discord geht. Das wollte ich euch noch dazu sagen. Ich habe gehofft, das kommt hier mit rein. Und zwar, Rainer plant, hat er mehrfach gesagt, ja, den Discord wird es wahrscheinlich nicht mehr lange geben. Er hat eigentlich vor, den zuzumachen. Wir wissen es, bevor jetzt die lauten Stimmen wieder kommen. Ja, hier Discords hat er schon 25 neue aufgemacht und 25 mal wieder zugemacht und seine TS damals war genau derselbe Schmarrn. Ja, ist mir bewusst. Aber es ist mal wieder bezeichnend, weil halt momentan noch die Discord-Leaks wieder rausfliegen. Und da will er jetzt wahrscheinlich Tabula Rasa machen. Und weil er dann gemerkt hat, okay, sowohl
die Leute in seinem Discord, als auch da seine, in Anführungsstrichen, Autoren von seinem Pimmelblog da, sind halt alles Hater, die nur darauf aus sind, irgendwas zu leaken von ihm. Und wie gesagt, man hat es ja dann gesehen mit seinen Chats da, mit den Autoren und ja. Das ist halt jetzt alles veröffentlicht, geleakt und sonst was worden. Und jetzt ist der Mund wieder klein und jetzt hat er keinen Bock mehr drauf. Und jetzt wird die ganze Scheiße wieder eingestampft, bis ihm dann langweilig wird oder merkt hier, er braucht irgendeinen Discord als hauptberuflicher YouTuber, was ja auch so ist. Heutzutage kannst du keinen YouTube-Channel mal machen, ohne dass du einen Discord-Channel dazu hast. Geht nicht. Also nicht, wenn du das hauptberuflich machen willst. Und dementsprechend, der nächste Discord kommt bestimmt. Ja, jetzt haben wir geradeaus bei einer halben Stunde. Das ist schön. Klassische Verdreifachung der ursprünglichen Videolaufzeit. Ihr kennt mich. Und dann sage ich euch noch, tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off.